Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction, Leute. Ja, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Champions League Halbfinale gegen Real Madrid. 2:2, quasi nichts passiert vor dem Rückspiel, aber natürlich trotzdem ärgerlich. Und ja, damit gehen wir rein in den Bums, ne? Zack. Aus der Sicht der Spanier. Jetzt sind also wir, die Bayern, dran. Bitte schön. Die erste Wortmeldung kommt von der Bild-Zeitung, David Verhoff. Hallo Herr Tuchel, wie geht es Ihnen mit dem 2:2? Ist das für Sie ein gerechtes Ergebnis und wie gehen Sie ins Rückspiel? Und was sagen Sie zur Leistung von Min-Jae Kim? Das Ergebnis ist das Ergebnis. Das lohnt sich nicht, damit zu hadern oder viel Zeit damit zu verbringen. Das ist, wie es ist. Real Madrid hat das schon mit anderen Teams gemacht, aus 2 Chancen 2 Tore zu machen. Beziehungsweise sie hatten 2 Torchancen, jede Halbzeit eine plus einen Elfmeter. Wir sind nicht das erste Team, wo das passiert. Sie haben einfach die Qualität, sie haben die Abschlussqualität, sie haben die Geduld. Ja, stimme ich Ihnen ja bei allem zu, ja. Aber Real war heute an dem Punkt, wo du sie haben musst. Und du hättest das 3., vielleicht sogar das 4. nachlegen müssen. Und du hast nicht die Eier dazu gehabt, offensiv zu wechseln. Und du hast halt gedacht, komm, wir spielen den Stiefel runter. Was ja auch ganz gut geklappt hat, gar keine Frage. Und nochmal, im Nachhinein kann man immer leicht klug scheißen. Aber wir hatten heute eine riesige Chance, die Tür zum Finale sehr, sehr weit aufzustoßen. So wird's jetzt halt sehr, sehr schwer aus meiner Sicht im Rückspiel. Ich verstehe schon seine Argumente, aber nochmal, du hattest Real heute an dem Punkt, wo du hättest nachlegen müssen und können. Real hatte nicht mehr diesen Glauben. Darauf zu warten. Wir hatten eine sehr gute Anfangsphase in den ersten 10, 15 Minuten. Ja, 15 Minuten. Und dann so ein bisschen unseren Rhythmus verloren und haben dann ein Tor gefangen. Deshalb war es natürlich wichtig, eine Reaktion zu zeigen. Die erste Halbzeit verloren. Was aber auch unverständlich ist, wie man nach so einer starken Viertelstunde dann wirklich, man hat es gemerkt, von Minute zu Minute weniger. Weniger Einsatz, weniger Laufbereitschaft und Madrid hat dann Madrid-Sachen gemacht. Da kam halt ein bisschen stärker, ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt und so weiter. Warum? Unerklärlich. Die zweite Halbzeit haben wir gewonnen. In der Phase, wo wir erneut stark waren, in Führung gegangen sind und eigentlich das 3. Tor hätten nachlegen müssen, waren wir... Ja, warum? Guck mal, er sagt's doch selber. Warum wechsle ich dann Liebe und Müller nicht aus, die beide Totalausfälle ab der 60. Minute waren? Warum habe ich dann nicht die Eier, da einen Gnabry und einen Tell reinzuwerfen? Und wenn er meint, der Gnabry kann halt nur 10 Minuten spielen, dann bring halt einen Brian und einen Tell rein. Punkt. Musiala in die Mitte gezogen, hat da sowieso noch mal ein bisschen mehr Impact aufs Spiel und wäre doch gut gewesen. Er setzt sich wieder dahin und erzählt dieselbe Scheiße, Alter. Aber lässt dann den Stiefel da runterspielen. Kotzen, nicht kaltschnäuzig, nicht präzise, nicht klar genug im Abschluss. Wir hatten genügend Chancen, um ein 3. Tor zu machen. Und es leider nicht geschafft, ganz fehlerfrei zu Ende zu verteidigen und noch einen Elfmeter spät hergeschenkt. Okay, das ist so. Jetzt ist die Ausgangslage sehr klar. Wir müssen uns keine Gedanken machen, ob wir ein Tor führen, ein Tor aufholen müssen oder wie auch immer. Wir gehen nach Madrid. Der Winner takes it all. Und wir werden bereit sein, werden den Kampf annehmen werden versuchen, mit der gleichen, wissen Sie spielen 4 Halbzeiten gegen Real Madrid. Da kann noch mal eine dabei sein, die nicht so gut ist. Die hatten wir 20, 25, 30 Minuten, waren wir nicht so zufrieden in der ersten Halbzeit. Die zweite war gut und versuchen wir jetzt anzuknüpfen und werden mit allem Selbstvertrauen nach Madrid fahren. Dankeschön. Nächster ist Mario Krischl für den Kicker. Herr Tuchel, wie nah... Naja, nochmal, ich glaube, wir haben heute eine riesige Chance gehabt, den Sack frühzeitig zuzumachen. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. War Matthijs de Ligt denn heute dran, beziehungsweise anders gefragt? Der war ein Zivil auf der Tribüne. Was denken Sie, wie nah der dran war? Ja, also nochmal, der war ein Zivil heute, weiß ich nicht, müssen wir abwarten. Okay, und wie sieht's aus mit
Jetzt am Wochenende planen Sie da noch mal ein bisschen durchzuwechseln vor dem Rückspiel? Also keine Ahnung, wir haben gerade vor einer Stunde das Spiel abgepfiffen. Ich weiß nicht, was wir am Wochenende machen, müssen wir morgen noch mal fragen. Okay, dann ein zweiter hier bitte. Ich weiß nicht, Spanisch oder Englisch? Spanisch? It is going to be in English. Okay. Mr. Tuchel, Herr Tuchel, you as a coach Sie know sind how der to win Trainer, in wissen, wie man im Bernabeu gewinnt. In 2022 haben Sie das schon mal geschafft, aber dieser Sieg reichte nicht. Jetzt wissen Sie auch mit Bayern, wie man im Bernabeu gewinnt. Ja, das ist nicht wichtig, ob ich das weiß. Es ist wichtig, dass wir das auch umsetzen und daran glauben. Wie gesagt, wir wollen das Ganze mit 4 Schritten angehen. Jetzt haben wir 2 Schritte hinter uns. Die nächsten 2 Hälften sind dann auch Schritt für Schritt. Es ist immer noch möglich. Es ist 50-50. Alles ist komplett ausgeglichen. Wir werden Chancen kreieren können. Das ist sicherlich einer der schwierigsten Orte, um zu gewinnen, klar, aber das ist die Herausforderung, das ist das Schöne daran. Und es wird sehr schwierig, aber wir haben 90 Minuten, vielleicht 120, vielleicht auch Elfmeterschießen, um das Ganze auf unsere Seite zu ziehen. Und was mir daran gefällt, ist, dass wir eine klare Situation, Ausgangssituation haben. Wir können das Ergebnis komplett vergessen. Wir fangen von 0-0 an und das Ziel ist ganz klar, wir müssen gewinnen und das kann uns auch helfen, was unsere Einstellung anbetrifft. Wir müssen aber mutig sein, wir müssen Selbstvertrauen haben und gleichzeitig auch... Naja, also wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe kein gutes Gefühl fürs Rückspiel. Wenn wir 1-0 in Führung gehen, sehe ich Chancen, ja. Ansonsten... Wenn man das heute gesehen hat, wie zerfahren die Mannschaft doch dann teilweise war und jeder die Schuld beim anderen gesucht hat, so ein bisschen gerade Anfang zweiter Halbzeit. Boah. Vielleicht hat es auch nur getäuscht, ich weiß es nicht. Weil Müller hat auch einfach zu viel rumgestänkert mit seinem ganzen Rumgehampel und Rumgeeier da die ganze Zeit. Weiß ich nicht, kann auch sein, Faktor. Fakt ist, ja, Chance ist natürlich 50-50 auf dem Papier, keine Frage. Wir fangen bei 0 an, es ist ein Spiel, das ist quasi wie ein Finale. Ja, und wie Tuchel es sagt, der Winner takes it all. Nochmal, ich finde es ein bisschen schade, dass wir heute nicht die Eier hatten und nochmal, ich glaube, es wäre ein Zeichen gewesen und gerade Leroy und Thomas waren aus meiner Sicht stehen K.O. nach 60 Minuten. Konzentriert sein und auch sehr eiskalt mit unseren Chancen. Mal sehen. Aber gut, dass er Gnabry ein Tor gemacht hat, ne? Haben wir ja ganz vergessen. Das müssen wir ja noch mit einberechnen. Eigentlich haben wir ja 3-2 gewonnen. Kann ich Sie fragen, wie Sie sich in der ersten Hälfte aufgestellt haben? Das war ein 4-2-2-2 und dann ging das mehr auf ein 4-2-3-1 in der zweiten Hälfte. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ja, genau so war es. Wir haben sehr gut angefangen. Wir hatten 2 Stürmer und 2 Flügelspieler in der ersten Hälfte und wir wollten die Unterstützung der Außenverteidiger. Und nach 15 Minuten hat sich Real sehr tief reingestellt, mit ihren Flügelspielern fast eine Sechserkette hinten gespielt. Und wir wollten da irgendwie den Raum dahinter nutzen, im 16er, wo wir auch stark zu Beginn des Spiels waren. Aber dann haben wir auch noch ein Tor kassiert, haben den Rhythmus und auch unser Selbstvertrauen verloren, um die Lücken zu nutzen und schnell zu passen. In der zweiten Hälfte haben wir dann das geändert, aggressivere Flügelspieler benutzt, um dann aggressiver mit den Pässen zu sein, um das Ganze dann schneller zu machen mit Dribblings von außen nach innen. Das war nur mein Gefühl, dass uns das vielleicht helfen könnte, um den Rhythmus wiederzufinden, denn das Spiel war zu langsam, es war fast ängstlich, wir wollten keine Fehler machen und dann... Es war komplett ängstlich. Nach den ersten 15 Minuten hat es gemerkt. Ich sag, Kimmich heute Katastrophe, was das anbelangt. Todängstlich. Ja. Also Mazraoui war ja noch okay nach vorne, der ist auch mal mitmarschiert und sowas, hast du bei Kimmich gar nicht gesehen. Also nicht eine Flanke hat Kimmich heute in den 16er geschlagen.
wird das Spiel nicht schnell genug, um Real Madrid wirklich gefährlich zu werden. Mir hat die Reaktion gefallen, denn wir haben mit mehr Freiheit gespielt, wir waren aggressiver in der Offensive und das hat uns geholfen, auch defensiv besser zu sein. Leider in diesen Momenten, als wir sehr gut waren, konnten wir das dritte Tor nicht machen. Wir hatten auch nach Standardsituationen 2 gute Gelegenheiten, aber okay. Real Madrid macht das mit Mannschaften, also sollten wir nicht zu enttäuscht sein. Vor allem nicht zu lange und uns auf das nächste Spiel in einer Woche konzentrieren. 2 Reihen höher, halb links, Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, Min Jae Kim war bei beiden Toren ganz entscheidend natürlich beteiligt. Er kam ja letztes Jahr als der beste Verteidiger Italiens. Was sagen Sie zu diesen beiden Szenen? Was macht er da falsch? Und wie erklären Sie sich das, dass er das vielleicht nicht abrufen kann? Zweimal zu gierig, also so würde ich das nennen. Das waren ja nicht nur diese beiden Szenen, er hat es noch zweimal sich komplett verarschen lassen, wo dann zum Glück nichts draus passiert ist, ja. Aber du kannst halt nicht so, ich meine, wenn man einmal schon reinläuft in die Szene und merkt, ach du Kacke, und man fängt ein Tor. Wie kann es sein, dass ich dann nicht so schlau bin und aus diesem Fehler lerne und dann einfach ein bisschen defensiver bin gegen diesen Spieler? Ja, und warte, was dieser Spieler macht, anstatt, weiß ich nicht, was er versucht hat. Also, Katastrophe, Leute. Er war zu gierig, er war zu früh. Hat er die erste Bewegung beim ersten Tor mitgemacht von Vinicius. Er hat die kurze Bewegung, entgegenkommende Bewegung von Vinicius komplett aufgenommen und war eigentlich selber dann im vollen Antritt, im Sprint, bevor der Pass gespielt wurde von Toni Kroos. Das war natürlich viel zu gierig und dadurch wurde er leider in der Konterbewegung dann erwischt. Es hat einen komplett freien Fuß bei Toni Kroos. Er hat einfach zu aggressiv spekuliert auf die Balleroberung für den kurzen Ball. Und das ist ihm leider dann beim zweiten, das ist ein bisschen anderer Fehler. Er hat die innere Bahn zu Rodrigo die ganze Zeit in der Aktion. Wir sind 5 gegen 2 in der Überzahl. Ja. Ist auch da keine Not, so aggressiv zu verteidigen. Gar nicht. Hätte ihn sogar laufen lassen können. Eric Dyer war 1 Meter hinter ihm noch. Also. Und er ist auch da zu gierig. Er ist dann in der letzten Moment der Aktion plötzlich auf der äußeren Bahn zum Stürmer. Der Stürmer dreht sich. Und in dem Moment, als Eric eigentlich dann nochmal helfen will, weil wir Überzahl haben, ja, reißt er ihn um und bringt ihn zu Fall. Also es ist, im Grunde ist es, er will zu viel, er ist da zu gierig in diesen Aktionen gewesen und wurde leider von der Qualität bestraft. Wir hatten, glaube ich, ganz am Schluss noch eine Situation mit Harry und einem Tackling von einem Verteidiger von Real Madrid, wo wir ja leider nicht die Gelegenheit dann nutzen, das Foul zu ziehen, das klare Foul zu ziehen. Es war ein klares Foul, natürlich gab es Elfmeter. Und ja, okay, da muss er jetzt durch, das passiert und weiter geht's. Yes, next on the right side. Hi, I'm going to ask in English. Sie haben gesagt, dass jetzt Serge Gnabry ein Tor erzielen würde. Warum haben Sie das erzielt? Was erwarten Sie jetzt vom Bernabeu? Ja, es war halt nur die erste Hälfte. Er wird dann in der zweiten Hälfte im Bernabeu treffen. Alter, wie der Typ sich gerade so lächerlich macht, Alter. Das ist eine Katastrophe. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist zum Kotzen, Alter. Ey, wir können über einen Uli lästern, du kannst über einen Tuchel genauso lästern, ey. Das ist ja nicht mehr witzig, Alter. Ja. Sorry. Herr Tuchel, Sie haben Leon Goretzka zur Pause rausgenommen. Hatte das irgendwelche verletzungsbedingten Gründe oder können Sie anderweitig sonst erklären? Nee, wir haben einfach ein bisschen aggressiver dann gespielt, die Positionen geändert und uns dann für Rafa entschieden, weil wir kleine Laufwege haben wollten bis rein in die Box und das eher Rafas Profil ist. Ansonsten hat Leon sich jetzt die letzten Wochen, glaube ich, die ganze Zeit durchgespielt und ja, war fit natürlich zu spielen, hat natürlich deshalb auch das Vertrauen bekommen, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass er vielleicht mit Rafa, einem kleineren, wendigeren Spieler in der hohen Position vielleicht ein bisschen mehr Probleme bereiten in der Kombination mit Jamal Breit. Aber hat leider auch nicht geklappt. Ja, das war die Überlegung in der Halbzeit und Leon wird, klar, weiter wichtig für uns bleiben, wenn wir wieder spielen. Dann zweimal noch die Bild-Zeitung, nochmal David Vierhoff. Sie haben heute sehr viel mit Leroy Sané gesprochen, auch weil er natürlich auch an der Seitenlinie bei Ihnen war. Können Sie einmal beschreiben, wie haben Sie ihn heute erlebt und wie hat Ihnen Konrad Laimer gefallen heute?
1+ mit Sternchen für Conny. Conny war sehr stark, hat eigentlich da angeknüpft, wo er zuletzt gegen Arsenal aufgehört hat und auch gegen Frankfurt sehr, sehr stark begonnen, sich dann ein bisschen verletzt, hat heute durchgebissen und war sehr stark im zentralen Mittelfeld. Und gut, Leroy hat, glaube ich, mit jetzt 6 oder 7 Wochen nur individuellem Training hier gespielt und mir ein bisschen mehr Körpersprache gewünscht und ein bisschen mehr Spannung gewünscht, vor allem in der Phase, als es Warum lässt man den dann so lange drauf, wenn man sich jetzt hier wieder hinsetzt und das alles so analysiert? Ich verstehe es einfach nicht, Alter. Es geht in meinen kleinen Bumskopf nicht rein. ein bisschen schwierig für uns war, aber natürlich alles mit vollem Verständnis, dass wir ihn da auch reinschicken, ohne Trainingsrhythmus, ohne Spielrhythmus, und er hat dann in der zweiten Halbzeit natürlich eine entscheidende Aktion, hat sich durchgebissen. Das war es eigentlich. Okay, last one, yes please. Hier ist Frankfurt Allgemeine. Leroy Sané hat in der Pause nicht nur Tee getrunken, sondern hat auch ein bisschen noch weiter geübt. Für mich außergewöhnlich. Was war der Grund? Er hat auch so diese Moves geübt, die Körpertäuschung. Hat er das Ausgleichstreffer da? Will einfach nur warm bleiben, dass die Schmerzen nicht zurückkommen, weil es ihm besser geht, wenn er warm ist. Und deshalb bleibt er gerne draußen, weil es ihm dann hat er keinen Kaltstart. Das ist so lächerlich. Wir machen uns so lächerlich, Alter. Sorry, Leute. Ich kann's nicht mehr, ey. Ich krieg's nicht mehr hin, ey. Junge, du musst dir das vorstellen. Der Spieler kriegt so eine Extrawurst in den Arsch geschoben, Alter. Ja, er bleibt draußen, dann kann er sich warm machen, dann kann er sich extra warm machen. In jeder Pressekonferenz wird die Scheiße gefragt, Alter. Meine Güte, ey. Start. Vielen Dank. Ja, mach Ende hier, die Kacke, Alter. Meine Fresse, ey. Ich kann's nicht mehr hören, Alter. Ey, das, was man sich da für ein Fass aufgemacht hat mit dieser ganzen Liebe-Geschichte dieses Jahr, ist auch eine Katastrophe, Leute. Naja, sei es wie es ist. Leute, Daumen drücken für in einer Woche. Da ich ein schlechtes Gefühl habe, sind die Chancen sehr gut, dass wir weiterkommen. Wenn nicht, ja, haben wir es auf jeden Fall in diesem Spiel vergeigt. Ja. Wohlweise Grüße gehen raus. Danke für euren Support. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.